Hallo, Giola. Så min younger hund så var en video til mig, og jeg kan jo en støt nicht. Und min younger von en tommer til reden von en mystik, wat mensen merken dat, wat de mensen merken dan, wat doen zo, Gott sin Wut, wat andere merken dan, oder wat er nicht, vielleicht nicht verstehen kann, oder irgend so wat. So, min younger du von til reden, en echt van de fargen geven voor dort. En wanneer we voor ons van Helden Jes leden looten, en dan de Bibel dat ons dan leren vooruit te leven. Dus dat in 2 Timotheus kapitel 3 vers 16 sagen dat alle Schrift von Gott gegeven es wird voll uns zu belehren, uns uit te beteren, uns traag te wiesen en ons te ongerechten vooruit te leven. So, dat is wat Gott zijn woord deed. En wanneer we den Helden Jes handelen, leidt ons ook naar de waarheid. So, dat we dat niet wollen, te wat andere meer en als wat dat sagen, dat sage ich aber noch einmal. Alle Schrift von Gott gegeven, es wird voll uns zu belehren, uns uit te beteren, uns traag te wiesen en ons te ongerechten vooruit te leven, dat een Gottesmensch im Stoon is en gouden woord en geschenk te zijn. So, dat een Gottesmensch, het is een gerader Mensch, dat het een Stoon is en gouden woord en geschenk te zijn. Een gouden woord en geschenk te zijn, dat wil zijn dat we willen Gott zijn woord kijken en dan dat uitleven wat Gott zijn woord zijn, dat niet plus zijn, like dat ook uitleven, dat ook bewijzen. Dat Gott zijn woord levendig is en Gott zijn woord mijn krijgt op wat Gott zijn woord zijn, dat mag niet een van anderen, en we brengen dat niet een van anderen merken. En 1. Johannes kapitel 2 vers 27 sagt dat, aber die haben den Helden Jes gekregen in de leef injunt en die haben dat niet nodig, dat junt weer beleeren moet. Wat de Jes kind leert is waar en nisch geleeuwen. En zo als hij junt leert, zo blief en arm. So, we haben den Helden Jes, ik heb den Helden Jes en we allemaal van Jes geboren is, daar heeft den Helden Jes. En de leert ons de waarheid. So, en we hebben het niet nodig dat we moeten Menschen haben, die sagen, du musst dit doen, du musst dat doen en du musst gern doen. We hebben den Helden Jes en dat is ons leraar en ons leraar. De leert ons de volle waarheid. En eerstens wat mijn jonker van te reden is van 1. Johannes kapitel 2. Dat handelt zich van, du musst Jesus om vergeving vragen. Dat is een thema wat de ganze Menschheit leren dat, wat te zijn dat. Wanneer die was bekehren, ik weet niet wat er met meint, aber het andere is, du musst Jesus deine Sünden sein en om vergeving vragen. En hier ze zegt dat ze dit, Christus heeft met zijn dood onze Sünden betoeld en hij moet onze ook van alle mensen op de wereld. So, ik heb maar de zand betoeld, waarom nog vragen? Like, hij heeft al. En wat we kunnen doen, we kunnen dankbaar zijn dat hij de Sünden betoeld heeft. En geloof ik niet dat ik niet om vergeving vragen, ja, maar de doodzin alleen heeft Jezus 2000 jaar terug getoeld. Hij starf nicht jeder zum Fresh, wenn dich ein Mensch sagt, nu vergib mir meine Sünden und dann sein Gerät. Also dort, hij starf nicht immer weiter fresh. Wenn wir in Römer Kapitel 5 kijken, dann Vers 8, du sagst dort, es steht, let me see, aber Gott weiß an seine Leib durch, dass Christus für uns starb, als wir nach Sünder wären. So, 2000 Jahre zurück, Gott wusste dann all, dass wir geboren wurden, und er wusste, dass wir in Sinn geboren wurden. Er starb dann all, er gab dann all sein Blut. Vers 9, wie viel mehr dann, nu dass wir da seinen Blut sind gerecht geworden, wo wir da von Gott sein Euer verschont blieben. Und ich freue mich total, ich bin sehr dankbar, dass wir wollten, dass ich von Gott sein Euer verschont blieben. Dat hij heeft zijn bloed dan al gegeven om mijn doodzin weg te waschen. En hij heeft alle Sünden betoeld. So, hij heeft alle mensen, niet bloß meine. Like, wer immer du glauben dat, hij heeft die betoeld. En wanneer ik zei dat we niet brauchen Jesus om vergeving vragen, Jesus selbst sagt, wer an am Glaub hat, dat euer Leben. So, das sage ich nicht, wer ich am Vergebung fragen, und wer sich wird als guter Mensch bewiesen, der hat euer Leben. So, das sage ich, wer an am Glaub hat euer Leben. Und hier in Epheser Kapitel 1, Vers 7 sagt, dass durch Jesus, der sein Blut für uns gegeben hat, sind wir losgekauft. So, wenn dort, wenn wir ich sehe, nu wel ein Kind Gottes sein, nee, der nicht da. Das bedeutet 2000 Jahre 3, über 2000 Jahre 3. Vers 8, und uns sind den vergeben, durch die große Genüge in uns Leben nennt, haben uns die Üben für die Wahrheit aufmerkt. So, wenn ich die Genüge in uns nennen, wenn ich mir uns die Üben aufnehmen, was wir den Helden jetzt haben, wollt bin ich mal, was die Wahrheit ist. Und wie in 1. Johannes Kapitel 5 in Vers 20 sagt, dass wir wollten auch, dass Gott sein Sehen gekommen ist und hat uns die Üben aufgemerkt, dass wir aus den Wahrhaften unsäunen und wir sind in denen, die der Wahrheit ist. In denen sehen, Jesus Christus, heu ist der wahre Gott, heu ist das euer Leben, das sage ich, und wir sind in denen. Und dann Epheser Kapitel 1, Vers 13 sagt,
Und so wird es auch mit Jünte, jede Wahrheit gehört haben, wodurch die gerat werden in und am Gläubigen. So das kriegt wir waren gerat von das Hirn und von das Gläubigen. Das sage ich, wovon jede Wahrheit gehört haben, was es war, nach Jesus Job sein Blut dann all, dass das nicht nieder, Job das Blut dann all, wann wir dort Gläubigen und heu haft die Sünden betult, heu haft dort verbracht und tritt es heu ütschrig, es ist verbracht, so, wenn wir dort Gläubigen und dort heu haft dort, wie kann keine gute Worte abwiesen, ob wir wollen gerat sein, ob wir wollen in den Himmel kommen. Und dann sagt dort, und am Glauben, dann teken Gott mit den Helden, yes. So, das sage ich nicht, wenn die Sünden bekannt, dann teken Gott mit den Helden, yes. Aber in Vers noch einmal. Und so wird es auch mit Jünter jede Wahrheit gehört haben, wodurch die gerat werden, und am Glauben dann teken Gott mit den Helden, yes. Und in Vers 14, das ist die Versprechung, da sage ich, und der Heilige Geist böchte fährt wieder kriegen, was Gott uns versprechen hat, du wehen, weil wir alle seine Herrlichkeit loben. So, ich bin sehr dankbar, dass ich die Versprechung in mir habe. Und dat ik dat weet dat ik over je leven heb, Kapitel 12, Vers 8, die sind der Gott sind genug gerat, weil die glauben, dat es nicht der Kinder war, dat es nicht der in die Kirche gehen, dat es nicht der in Deuten luden, dat es nicht der in Sinn bekannt, die sind der Gott sind genug gerat, weil die glauben, dat es nicht der Kinder war, dat es ein Geschenk von Gott, so die genug, dat es ein Geschenk Gottes. Und ich bin sehr dankbar für dort. Und dann, wenn wir gucken, wo Gott und Samuel nun checken, dass er sagt, es ist, und David, er sagt hier in 1. Samuel Kapitel 16, Vers 7, sagt er, und der Herr sagt am Recht, die nicht nur wo am dort lad, oder du nur wo graut heu gewassen ist, so der soll sich nicht, du nur rechnen wo am luten dat, oder du nur wo graut heu gewassen ist. Diesen habe ich sie gesagt, das was Gott sagt, diesen habe ich sie gesagt, der Herr reicht nicht, dass der Mensch steht. Der Mensch steht, wo einer vom Büten lädt, aber der Herr kijkt nur das hört, so. Der Mensch, der kijkt bloß einmal vom Büten und der reut ihm rechen. Dann erst der reut ihm sagen, ich will mit die nicht zu tun haben, die lädt nicht das Miedet, ich will mit die bloß nicht zu tun haben, du hast nicht, so und ab und so und ohne als ich haben, du hast nicht, die nicht so gemodelt als ich sein, ich will mit die nicht zu tun haben, wird gesagt, diesen habe ich sie gesagt, das was Gott sieht. Der Herr reicht nicht, dass ein Mensch steht. Ein Mensch steht, wo einer vom Büten lädt, aber der Herr checkt nur das Hort. Das war wieder so wichtig, nehmen. Gott, die checkt nur das Hort. Die checkt nicht, wo ein Mensch vom Büten gekleut ist und wo der alles anhaft, wo der alles abhaft und wo der sich drehen wird. Der Herr, die checkt nur das Hort. Und der Mensch, die checkt, wo der vom Büten lädt. Und wenn wir checken, dann, sind so viele Menschen, die sich vergeben, in Christus zu sein, die wollen sagen, sie haben nicht auf ihr Leben und da waren verliegen dort. Und das ist nicht so gut, wenn sie es dort tun. Und dann würde es besser sein, wenn sie wollen checken, was Gott ihnen wird sein, wo ein Mensch reich leben kann. Und erstens erst, die Menschen, die glauben, dass du musst die Kirche gehen. Und das ist in Apostelgeschichte Kapitel 17, dass Gott wohnt nicht in der Kirche. Die Kirche, dort ist bloß ein Gebiet, kriegt es ans Haus, und kriegt es eine Schmied, was immer du von Gebiet hast, die Kirche ist bloß ein Gebiet. Und hier in Apostelgeschichte 17, Vers 24 sagt er, und der Gott, der die Welt und alles, was die Bahnen erst gemerkt haben, als Herr über Himmel und Erde wohnt nicht in Tempels, die mit dem Gebiet sind. So diese Kirchen, die Tempels, die hier alle Raum sind, die sind alles mit dem Gebiet. Das heißt, die wohnt nicht in Tempels, die mit dem Gebiet ist. Und er wird nicht von Menschen hängen bedeutet, als wenn einem irgendwas fehlt. So, die sollst gute Worte haben lernen, aber die sollst dort in die Hand und Gott haut mir, für Gott rufen, also sagt, ja, das ist gut. Aber das sage ich hier, und er wird nicht von Menschen hängen bedeutet, als wenn einem irgendwas fehlt. Weil es heute selbst, ja, alle Menschen leben in Udem und alle anderen so. Das wie Gott ist. Weil es heute selbst, ja, alle Menschen leben in Udem und alle anderen so. Er wird nicht von Menschen hängen bedeutet, er wohnt nicht in Tempels, die mit dem Gebiet sind. 1. Korinther Kapitel 3, Vers 16 sagt dort, wollt ihr nicht, dass die Gott sein Tempel sind und dass Gott sein Geist in ihnen wohnt. So mein Körper ist Gott sein Tempel, das ist nicht ein Gebiet von Zementen Teilen. Gesagt, wollt ihr nicht, dass die Gott sein Tempel sind und dass Gott sein Geist in ihnen wohnt. Hört mal das Vers, der redet hier Angläubende. Wer Gott sein Tempel zu schon merkt, wenn andere Menschen uns zu schon merken, und dann, den merkt Gott auch zu schon. Gott, sein Tempel ist heilig und die sind der Tempel. So, es ist ja klar. Wenn irgendwer uns verdammt hat und uns zu schon mehr und der Gott wird den zu schon mehr und wir brauchen das nicht tun. In der 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19, oder wollt ihr nicht, dass dein Körper ein Tempel für den Heiligen Geist ist, der in Jünd wohnt, und den die von Gott haben, die ihnen Jünd nicht selbst, die sind von den Dieren Priester gekauft, die ihn verherrlicht Gott mit deinem Körper. So, jetzt wird die Bibel sagen, dass, und ich bin sehr dankbar, dass wir das auf ihr Leben haben.
en dat Gott zijn Geist in ons woont. Ik wil wat zo weit hier en ik wil, glaube ich, noch mal Videos machen von dort. Maar Gott zijn woord zijn en ons wijsheid geven, dat recht te verstaan.